Der 14. Juli 2021 gouf Staatsgericht de Medecin Generalist Benoit Ochs verurteilt. Der Doktor hat geen Corona-Regel verstoß. Joer Dir fir net as engem Beruf schaffen. De Benoit Ochs war am Juni 2021 für de Conseil disziplinär vom Collège Médical gerufen gin, weil hier geen Corona-Regel verstoß hat. Gleichzeitig geheit de Collège Médical him fir gegen den medizinische Beruf verstößt zu hun. Den Dr. Ochs hat Oblagen von der Corona-Verordnungen aufgelehnt an hat seg Patienten um seg egen Arterweis medizinisch versucht. Hier geef und Wissenschaft lewe mir aber net und die etabliert huet et geheescht. Am Monat Juni hat seg Unhänger eng Manifestation im Gericht organisiert. Demos war abgefallen, dass es doch mehr Leute gehen, die den Dr. Ochs kleven, wie viel gedurcht hätten. Engmas Leute hatten sich an der Cité Judiciaire versammelt, für den Dr. moralisch zu unterstützen. Das hört aber der Collège Médical an der Conseil disziplinär nicht davon aufgehalten, dem Doktor am Juni den Kopf zu waschen. Der Collège Médical wird nämlich für Berufskollegen, die Corona mit einer Grippe vergleichen oder den Mund- und Nasenschutz sowie andere Schutzmaßnahmen, wenig verstehst du mich. Doktor müssten hier Tätigkeit und den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten, sowie den Infektionsschutz auf vorgeschriebene Hygienemaßnahmen an der Praxis umsetzen. Für den Collège Médical hat den Doktor nach immer die Pflicht, sich an Gesetze zu halten. An den Doktorpraxisen müsste eine politische Neutralität gewährt bleiben. Für den Collège Médical hat Benoit Ochs ganz klar gegen Bemühungen, den Virus anzudämmen, verstoßen. Vertreter vom Collège Médical hatten dafür am Juni ein Jahr Berufsverbot für den Dr. Ochs gefordert. Donc ils ont reconnu que j'ai pas obéi au code de déontologie. Ou est-ce que les gens qui restent à la maison risquent de mourir avec ce protocole? Réfléchissez. Il y a 20% des gens qui sont morts à la maison avec le Covid sans avoir vu aucun médecin. Il y a 17% des gens qui sont arrivés à l'hôpital qui sont morts le premier jour. Est-ce qu'ils sont arrivés trop tard? La première chose que j'ai fait au mois de janvier, c'est dénoncer ça. Je n'ai pas dénoncé ça pour agir contre le gouvernement. J'ai dénoncé ça pour qu'on arrive à une meilleure médecine, pour qu'on arrive à une meilleure santé. Une autre chose, est-ce que le fait de ne pas avoir obéi au code de déontologie, est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que le fait qu'un enfant de moins de 20 ans fasse un vaccin et qu'il a plus de chances de mourir du vaccin que de la maladie, est-ce que c'est ça qui est important? Quand on a une morale et qu'on voit qu'il y a un protocole qui arrive et qui dit « laissez les gens mourir à la maison », je suis désolé, je ne peux pas. Je suis allé dire à certains collègues, je leur ai dit, à partir du moment où vous faites un vaccin et que cet enfant a plus de chances de mourir du vaccin de la maladie, vous êtes coupable. Et je suis désolé de le dire, mais c'est comparable aux médecins qui se sont retrouvés à Nuremberg. Et ils ont répondu, on a obéi. Er hat schon ein bisschen revariert, auf einer Sehensform, der effektiv der Verdikt soll sein, da muss man natürlich einen Appell holen und noch gucken, wie als Moyen dann am Endeffekt wird ausgesehen. Dafür muss natürlich in erster Phase mal das Jugement genau analysieren, wer Artikel vom Code Deontologique dem Herr Dr. Ochs dann überhaupt reprochiert, gesehen respektiv wer das am Endeffekt zurückgehalten gesehen für die Suspension von engem Jahr, die extrem sevär ist, muss ich dabei sagen, für die dann am Endeffekt zurückzuhalten und für die dann noch zu rechtfertigen.